Goedemorgens, Lebenswasser Kjork. Welkom thuis. Ik begeleid de eerste ondervang met de bekonmerking. Jona wordt in 29 klok 6 en klok 8 s'avonds hier bij Lebenswasser Kjork, waar we een Lebenswasser aanbetung oefend hebben. En zij wil die moeten spreken, hoe die vrienden en familie aan de ruimte komen. Er wordt tweemaal even gespeeld worden, zo klok 6 en klok 8, die worden krak even rein zijn. Zo komt Ruud van een gouden tijd van aanbetung. En er wordt een gouden weg zijn om onze 21 deel van Fastenbeten te merken. Hier bij Lebenswasser Kjork sagen wir sind gemerkt für Gemeinschaft. Dat is een van onze werten hier bij deze Kjork. En iedere de grotere Kjork is het schwan dat mensen kennen te leren en Gemeinschaft bouwen met vrienden ook. Zeg wel die aanloop, wenn je nog niet part bent van een kleine groep, dan kunnen we de informatie daar die je opschrijven zum part nemen aan een kleine groep. Kleine groep is een gelegenheid voor die mensen kennen te leren, voor die ganze familie, einmal de werk toe te komen. Je eten vielleicht Onkelstop, je hebt Kaffee, knacken zoet, spelen games top en je bent Gemeinschaft einer mit den anderen. Sag mal die Mutter sprechen, schreib die ab für ein Part annehmen und eine kleine Gruppe. Oder wenn die Part bist von einer kleinen Gruppe, über die Film von was immer ihr sehr Erkenntnis zu merken, vielleicht bist du weggetragen oder die Poster eindachte, wäre nicht mehr, dann schreib uns von der uns Lebenswasser WhatsApp-Nummer oder gehen in die Information dash und dann wollen wir uns an Kameran, die in eine neue Gruppe zu finden. Interessiert jeder je von Mithelden bei Lebenswasser Jugend, uns in Jugendleitern? Weil wir haben eine ganz besondere Gelegenheit, was hier ist aufgegangen, und wenn die interessieren das, mit Jugendlichen schaffen, vielleicht die allein oder vielleicht bist du befriedet mit deinem Mann oder deinem Friedhof. Und so hier ist eine Gelegenheit, dass die Part annehmen und die Lebenswasser Jugendleiterschaft. Wenn die das interessieren, dann fällt wieder die Information, dass du das, zum die abschreiben, zum Part annehmen und Lebenswasser Jugendleiterschaft Team. Jona wurde in 24. Klok 7 Service die Lebenswasser Kjork, da wir eine neue Klasse anfangen, was besonders angereicht ist für Jungs und Männer. Diese Klasse wird eine Videoklasse sein, das wird auf Englisch beigebracht worden. Und so hier ist das Video für die Klasse. This is going to challenge you as a man more than anything you've ever done in your life. Don't think of it as a battle you're just fighting for yourself. It wasn't just for us, it was for our family. You'll renew the structure of your mind. It's a way you think. When we realize trying harder is not going to work and we understand grace, then all of a sudden we can start moving into sweet revenge. And as I watch the Conquer series, I not only believe what they're saying is true, but I think it could be true for me. It works. It's freeing men. So we can be more than a conqueror for our daughters and for our sons. Nu dag, Jona wordt in 19 en klok 7 service, da wir mit euren Klassen anfangen. Diese Klassen nennen wir Eint. Diese Klassen worden für Fahrwerk angehen und dag hier bei Lebenswasser Kjork. Und die wirst du nicht vermissen. Lade deine Freunde an, Rüte zu kommen, und wenn das ein guter Weg, dass die kannst investieren in deine Einheit. Wir wollen von verschiedenen Rednern hier in unsere Leiterschaft-Teams. Und so kommt Rüte nu dag, klok 7 service für Eint. En dan het laatste wat ik die gleichen denkt haben, dat Vision Retreat en Living Intentionally Bika zijn te verkrijgen bij de information dash. So wenn ihr interessiert bist für nur den Gottesdienst, geh die Information dash und du kannst die ein von der Bika kriegen. Das sind alle Bekanntmerkungen für dieses Werk. Dankeschön für Anhören. Dat zodat we waren alle het hoop zijn, toen God loven en prijzen van jou, dat we het hoop zien. Erklären mir immer weiter und die uns, du sagst mir auf dem festen Grund. Du hältst mich und du lässt mich niemals los. Oh mein Gott, so gut, die hab's nicht ab von mir. Oh, der Friedrich Funk, wenn die ne läuft von mir. Oh mein Gott, so gut, die hab's nicht ab von mir. Oh, der Friedrich Funk.
dich ab von mir. Oh, der Friedefunk, wenn die ne läuft für mich. Oh, mein Gott, so gut, du jagst mich ab von mir. Oh, der Friedefunk, wenn die ne läuft für mich. Oh, mein Gott, so gut, du jagst mich ab von mir. Oh, der Friedefunk, wenn die ne läuft für mich. Oh, mein Gott, so gut, du jagst mich ab von mir. Oh, der Friedefunk, wenn die ne läuft für mich. Sieh nicht ins Gute, sinn, oh, ich sing nicht. Du warst gut, nach die begruscht und ab in deine Freiheit. Du warst gut, wo du versprachst, so ist es dir ganz dort. Du warst gut, ich weiß die nun so lange, sag gut. Du warst gut. Gott is so goed, hij is goed en hij leeft in mijn dood. Heb je hoopning, jeder dag, frische hoopning. Ben hij is opgestaan vom dood. Hij heeft ons leven gegeven. Dat is alles zo goed, dat we gaan met hem hulp jeder dag gaan. Seinen Stein vergerollt, habt ihr Stunden, Jesus lebt. Sei der Freund, voll der Wunden in Gleib, habt ihr Stunden, Jesus lebt. Oh, Jesus lebt. Hij leeft, die Kraft in ihr Kraften. Hij zalig für immer. Jesus lebt. Ihre Kehren brechen frei, ihre frie Kraft zu sehen. Heute Wunder, Jesus lebt. Nimm dein Frieden, nimm dein Leib, kost du sehen, gegen voll. Euer Sieger, ja, heu lebt. Heu lebt, dein Kraft in ihr Kraften. Heu zalig für immer. Jesus, hij leeft, dein Kraft in ihr Kraften. Hij zalig für immer. Jesus lebt. Jesus lebt. Din einfalt schon, Leut steuern und groß, wie sein verjährt. Dort wo ich vermag, durch sin Blut allein, dort ist vor dir.
du hier mit uns bist. Dass du lebst, dass du hier jeden Tag für uns gut bist. Und dass wir können glauben an was du sagst. Jeden Tag sind wir hier mit dir taub und du bist mit uns taub. Wir sind auch drauf wie ein frisches Leute, dat heute auch glaubt. Und dat redet von den Dingen, die wir als Christen und glauben und was wir uns festhalten tun. Und wie frei uns sagt und dat von da waren, was wir taub singen. Ik geloof aan het bloed van Jezus, waar mij met grenzen snij. Ik geloof aan de kracht van de woord, door met je brekne heil. Ik geloof dat de vloek van zin is je breken, als de stein wordt weggerold. Ik geloof, oh ik geloof. Je bejaagt me voor die hand. Ik stoor met jou vertrouwen. Ik wil die schoonheid zijn. En de steen waar ik me vind. En dan waar ik kan gaan. En dan van waar ik kom. Ik wil die schoonheid zijn. En de steen waar ik me vind. Ik geloof dat wij worden, want we vallen op onze knieën. Ik geloof dat bloemen worden groener en de blinken worden zijn. Ik geloof dat de poorten van hel schatteren, want de joy komt van te zien. Ik geloof, oh ik geloof. Je bejaagt me voor die hand. Ik stoor met jou vertrouwen. Ik wil die schoonheid zijn. En de steen waar ik me vind. En dan waar ik kan gaan. En dan van waar ik kom. Ik wil die schoonheid zijn. En de steen waar ik me vind. Sing nur zu den Dachtagen, sing nur zu den Seens, zu alle Generationen. Checkt wahrhaftig hat getun, sing till du Israel, da längst ihr kommt. Sing nur zu den Völkern, checkt wahrhaftig hat getun, sing nur zu den Dachtagen. Sing du till det syns, till alla generationer. Kik vår hatt det har dom. Sing du till det Israel, då läggs ju kom. Sing du till det Falkar, kik vår hatt det har dom. Kik vår hatt det har dom. Je bejaagt me voor die haar. Ik stoor met jou vertrouwen. Ik wil die schoonheid zijn. En de steen waar ik me vind. En dan waar ik kan gaan. En dan van waar ik kom. Ik wil die schoonheid zijn. En de steen waar ik me vind. Je bejaagt me voor die haar. Ik stoor met jou vertrouwen. Ik wil die schoonheid zijn. En de steen waar ik me vind. En dan waar ik kan gaan. En dan van waar ik kom. Ik wil die schoonheid zijn. En de steen waar ik me vind. Gott, Dankeschön. Dankeschön, dass du hier so bist.
en dat vi tjänar med ditt hopp sen. Vi kan doch wirklich nicht verstehen, dass du dein Leben Jesus, du Jesus schenkst zum uns Fried. Und wir können das wirklich auch nicht verstehen, wenn wir sagen,
wie groß bist du, ob uns hart an der Seil sinkt, bloß noch die, bis an zu denken. Du kommst rauf, du starrst von uns, du mögst uns frei, du mögst ihn weich ab. An so hart und an der Seil, die sinkt noch die und sag, Dankeschön, Dankeschön, wie groß bist du. Du hast alles gemerkt, alles, was wir sein können, Himmel und Erde. Und du hast Vertrauen an mich. Du kommst, du starrst für mich, du mögst mich frei. Ich kann das wirklich nicht verstehen. Aber ich lobe dich und ich preise dich. Ich danke dir. Ich bin mir bis fertig und sage, Dankeschön, Dankeschön Gott, für was du hast getan. Amen. Amen. Weil wir Jesus eine Hand geben, heißt so gut. Amen. Thank you, Jesus. Hey, ich kann dir ein Tool sagen. Welcome alle hier. Man, mich freut, dass ihr seid hergekommen von der aus Samaris. Dankeschön für in diesen Gottesdienst sind. Dankeschön für Rückkommen. Wenn ihr hier nie seid, ja seid hier mit uns taub. Ich hoffe, ihr seid hier gut mit uns taub. Und ihr feiert hier tüssig. Welcome hier. Ook voll die wat ons checken doen online. Dankeschön für mit uns taub sein. Vielleicht sei ihr in der Sien, vielleicht sei ihr weit auf. Plus vielmal Dankeschön für auch on Internet sein mit uns taub und check down auf diesen Zweig. Wir sind in unserem Mad, das ist noch nicht in der Mad, aber wir sind in der Reihe von unseren 21 Tagen von Beten und Fasten, von der aus der 7. Tag. Wir wollen 21 Tage Zeit nehmen aus Kirche, wo wir beten und fasten. Und jeder einer kann und was die Dinge für beten und auch für davon die Dinge fasten, was ihr will. Haben ihr some ideas hier, so ich hoffe, ihr habt gut, wo ihr seid und dort. Und aber diese Werk besonders, weil wir beten für unsere Community, unsere ganze Gegend. So wat immer hier alles für Zeit nehmen, beten und diese Zeit, dort kriegst du es dort, aber besonders, weil wir beten für unsere Umgehend, unsere Stadt, unsere Dörfer, krieg hier in unserer Welt, wo wir wohnen. Weil wir beten bloß für die Regierung, was uns immer sein wird hier in dieser Gegend. Und auch besonders, weil wir beten für die Dinge, die dann kommen an die Gegend, was uns unmöglich ist. Vielleicht hast du das ganze Confusion mit dem Gender-Issue und all die Dinge und verschiedene andere Dinge. Nie reelle, nie Sätze, wo wir uns nicht mit, vielleicht noch nicht ganz mit weit. So weil wir beten für diese Dinge, was wir bloß noch nicht reif sind und das nicht reich ist, was in diese Gegend kommt. Und weil wir beten, Weisheit über unsere Lehrer in das Land, in unsere Gegend. Aber weil wir beten für die Menschen in unserer Community, in unserem Dorf, vielleicht unsere Nachbarn. Vielleicht kriegt ihr eine Nachbarn, vielleicht hat Gott das auf dein Hart gelegt, zu beten für die Nachbarn, was kriegt in deinem Dorf wohnen. Was immer das ist, ich will ein bisschen Mut merken, dass ihr Zeit nehmt, zum Beten und Fasten in das nächste Werk. Nou, nog een ding, Janke, om een beetje hastig terug te gaan, klein te vertellen van den Videoseries, wat je gezien en wat we bekend merken. Dat is voor mannen, dat is voor jongens. En ik wil je bezaaien te roden, seint je op, voor goed naar de informatie daar, seint je op, komt je aan. Ik had in zelfs je daar gekeken met mijn zeentop. En ik kon bezaaien dat is een grote onderscheid wat dat merkt. Voor alle van ons als mannen, dat is een... En voor jongens, dit is een kampf wat we hebben, omdat we rein leven doen en onze gedanken rein leven, wanneer het kamp dat seksuele leven. En zo komt hier aan. Wanneer je hier aankomt, we worden niet scheef kijken naar je en wonderen wat je doet. Ik würde me surprisen dollar, wanneer je niet würde komen. Wenn dir das bist, haben jünd halten wassen, wo je kan een rein Leben leben, wo je kan stark bleiben, rein bleiben. Und bis ein sehr gutes Material, das ist auf Englisch, das ist ein Video, den kann je checken. Und wenn jünd ab sein, wo je ein Buch kriegt, dann wird je die Langen Dinge abschreiben. So seid jünd ab, kommt hier an für diesen Conquer Series. Wir sind in diesem ganzen Charme von Fausta, Grunt und Pastor John, was die Botschaft hat von dir.
Ich sage ja, aber wenn Mama ist, weicht er sich nicht reden, wenn er will nicht nach Schau kann. Bitten für der lechte Hund. So durch vorbei geht ein schlechter Hund, und man Fout gewaschen, dat Voetpflicht. Und der Hund berallt ab und euert sich sehr und wird leicht den Jungen zu bieten, aber das ist der Junge, das sein wird so zu sein. So, ich bitte den Jungen nicht, aber den engst ja vielleicht einen Kot an, ich muss da den Püssen lassen. Diese Begebenheit hat sich vielleicht noch niemals existiert aufgedreht in Jünheim, aber sehr ähnlich. Wir sagen einmal, dass wir tun die Menschen tun wir. Das ist eine von den Dingen, was das schlechteste Lieden kommt von mir selbst. Wenn ich antworte, ich biete wem, wenn ich frustriert sehe über irgendwas in meinem Leben, oder vielleicht sogar über was, was ich glaube, was Gott seine Schuld ist. Und das will ich von der Wahl ein bisschen von reden. Wir sind in Gebet, in Fasten, und das nie Leid, was wir sagen, das gleich ich sage, und das ist ein Leid von, dass ich glaube, in alle Lehren so zu sein, aber dort uitleven, dat zijn iemand weer anders. En zo van der wil ik reden on opprechtich voor God. Wanneer we teruggaan naar deze Geschichte, dit man, die wordt haar vielleicht eine halbe Stunde tijd genomen, vielleicht bij een huis voor en irgendwo hat sich vielleicht uitgeredet zu sein Sturm fertig, oder was immer, aber der hat könnte ihn frustrieren, wo loten, dann wird der Abend im Heim sein ganz anders was. Und so ich glaube, Gott hat uns gemerkt, dass emotionale Menschen, und wir kommen einmal in eine Lehre in uns Leben, was wir glauben, was Gott würde können verbeten, aber er hat nicht, und ich sie frustriert darüber. Und so dann kriegen Menschen da dran mit. Wenn nur Gott reden, da wird ihr nicht reich sein würdet. Und so ich will Ihnen von der Mut merken, dass die aufrichtig sind mit Gott. Du kämpfst eine Zeit, und ich wünsche, Sie würden das nicht arg verstehen. Ich will nicht Ihnen sagen, dass Sie sollen Gott uitpflegen oder Sie sollen Gott respektlos behandeln, aber das kämpft eine Zeit. Und ich glaube, Gott verdreht deine Gefühle. Gott verdreht dein frustriert, dass du kannst mal mit Gott so vertrauen, als es wirklich in dir ist. Das sagt in Sprüche 29, Vers 11, und nur jetzt sich in euer ganz an, aber ein weiser Mann hält sich treu. Das muss wahre Sprechen, vielleicht was ich sage, aber ich glaube nicht, dass ein Falsches das meint, ich soll bloß still sein, ich soll mich bloß tun, das ist alles wunderbar, weißt du, das ist ein von den Dingen, was wir einmal im Christentum haben, dass Gott darf nicht in Frau stellen, wir sind jetzt dort abgewaschen Flächen, dann haben wir noch ein bisschen Glauben, dass wenn ich nicht Glauben habe, dann würde noch Schlechte zu mir passieren, und so Gott kann ich nicht reden, so ich sie stelle, aber innerlich sich doll, innerlich sich frustriert. Und die meisten Menschen in meinem Leben, die kriegen das. Und so ich glaube, es kommt eine Zeit, wo wir uns euer für Gott leihen, oder wo wir uns die Gefühle mal aufleihen, alle von uns, fehlt es eine Person. In uns Leben einmal, wo wir bloß mal kennen mit Vertrauen, so es wirklich ist. Oh, wir kommen naar Kirche und alles ist hunky-dory und all preist dem Herrn und dit und dat und innerlich sind wir da all. Das sagt in Sprüche 15, 13, in Freude hat merkt und freundlich gesagt, aber wenn das Hort trürig ist, fehlt an Mut. Und so was ich Ihnen will wissen mit diesen Versen ist, dass Gott hat uns gemerkt als emotionale Menschen. Wie haben Gefühle? Wir reden einmal von, wenn der Domgruppe mich nicht Druck hat, manchmal ein Devat er op. Mein Großsohn hat einen Stout dreimal seine Baskelreif abgefällt, die wie einmal ganz voll war. Er hat in der Saal geredet, ging schlecht zu patchen. Und weißt du, was passiert einmal in uns Leben, dass wir sind abgedevert und wir haben was getan in anderen Menschen, haben einen Schuden angereiht, was niemals war zu fixen wird.
Die Erinnerung, was wir immer sind. Und alle von uns sind abgewachsen in so einem Heim, wo je dann bei einmal vielleicht von Mama, oder Papa, oder Bruder, oder Schwester bei einmal so ja ein Geheft kriegen sozusagen mit wir da. Und je weiten von der nach Krieg wird es dann wieder. Und weißt du, das sind Dinge, was wir uns wollen lernen, dass wir in uns beten und fasten, dass wir vielleicht, dass wir aufrichtig sind mit Gott. Vielleicht bist du in so einer Lehre, wo du belebst wird in dein Leben, was kein Sinn merkt. Das gibt immer wieder Menschen, die von Gott weggehen. Und was sagen, mit Gott will nichts mehr zu tun haben, wegen Gott können, was hat er tun mit das? Aber er tut nicht. Wir sind gelehrt, wenn schlechte Dinge passieren ins Leben, dann sagen wir bloß, weil Gott weit besser, Gott hat seinen besten Mensch ein Haus holen, all so Dinge. Wenn Menschen sterben, dann sagen wir einmal Dinge, was der Wort sind. Und so, wir wollen lernen, aufrichtig sein für Gott. Wenn du kannst aufrichtig sein für Gott, und du kannst vielleicht mit dir und Gott allein so Dinge entscheiden, dann wird deine Ehe viel besser schaffen. Deine Familie wird viel besser schaffen. Du wirst nicht mit so einem abgebuddelten, frustrierenden Leben rumgehen und das donnert ab, wenn einmal ein klein bisschen was passiert. Best mal gewahr, ob es steht, auf eng Strang sozusagen. Und du kannst nicht verstehen, was so das zu dir passieren. Ich meine, du hast die Jesus handgegeben. Du hast Jesus angenommen. Ich meine, wenn das passiert, ein gottloser Mensch, da wird einig sein. Aber zu mir, weil wir aufrichtig sind mit Gott. Gott versteht, wo wir sind. Er weiß unsere Probleme, er weiß unsere Lehre, er weiß Krieg, wo wir uns feilen. Wir können so hecheln und bloß Halleluja schreien und hängen heben und sagen, preis dem Herrn. Innerlich sind wir da und beleidigt über Gott. Gott weiß dort eine Weg, Krieg, wo du dich fühlst. So sieh mal aufrichtig mit an. Forsch mal irgendwo in Wald an oder Bäume oder irgendwo, wo du allein bist mit Gott. Opprechtich für Gott. Einig, was gleich von der Schrift, dort ist, dass der Schrift wies uns beide Seiten von der menschlichen Lehre. Der Schrift wies uns einen Mensch, der eine gute Seite und einen Mensch, der eine schlechte Seite. Der Schrift wies uns auch einen Mensch, der eine emotionale Gefühle, wo die rüberkommen, beides auf dem Preis eng und auf dem Flecken eng, beides. Und so der Schrift ist aufrichtig, dass Gott hat uns gemerkt, dass emotionale Menschen in der kämpfenden Zeit, wo wir abhören mit uns tun, wir sind so jässlich, dass das alles ist bloß so fein und dass wir mal aufrichtig sind. Na, lass mich noch einmal sagen, ich meine nicht, dass die Gott dumm sein, respektlos sind oder irgend so was. Die Bibel braucht ein Wort, wir haben ein Buch in der Bibel, das nennt sich Klagelieder. Klagelieder wird auf Hochdeutsch sein. Lamentation. Und das ist einfach, wo Jeremia sagt und rot und sich beklagt bei Gott. Das Bild ist ein bisschen so, dass Babylon hat Jerusalem angenommen, hat Jerusalem versteht, Gott sein Fall soll never sein passiert. Aber das passiert und Jeremia sagt ein bisschen am Eiwand, dass Jerusalem es versteht, dass regnet nach mehreren Städten, Tausende Menschen dort, andere in Gefangenschaft geführt. Und so Jeremia sagt, und er beklagt sich bei Gott für diese Lehre, wo sie bei sind. Lest mal Klagelieder, mit dort im Sinn, dass Jeremia sagt, und er checkt, was passiert ist und wo lang nicht erreicht ist. Beklagen ist ein Staub von Glauben. Na, weißt du, das ist ein Unterschied zwischen Beklagen und Grunzen. Wir können vergrunzte Menschen sein, negative waren alles. Und dort selber eingemalt, wenn wir uns nicht beklagen bei Gott.
Aber weißt du, wenn wir aufrichtig sind mit Gott und wir können einfach mit Gott vertrauen, bloß mal Mond zu Mond, Früh zu Früh so zu sein, und bloß mal krank sein, wo uns das geht und die Dinge, die nicht reich sind oder die ich nicht verstehen. Und so, wenn wir uns beklären bei Gott, dann erkennen wir, dass Gott als der Einzige steht, wo du noch halb ist. In unserer Schwachheit raubt wir nur Gott. Und wir weiten das heißt du. Eine von den Geschichten in der Bibel, was wir haben, was uns das Bild weist. Und ich glaube, das, wo in das Buch in der Bibel ist, das ist die Geschichte von Hiob. Wir wundern vielleicht einmal, wo in das Buch Hiob in der Bibel, oder was. Hiob lehrt uns ein paar sehr welche Dinge. Ein Ding ist, dass ein gerechter Mensch, der auch schuldig leiden. Wir haben einmal vielleicht so ein Glauben, dass wenn du was anderes in mein Leben, dann ist mein Glauben nicht groß genug, oder ich werde nicht geheilt, wenn mein Glauben ist nicht groß genug. Das ist eine Lehre, was wir von dir haben. Sehr schädelige Lehre. Und weißt du, zu Jesus in der Zeit wird es so, dass wenn ein Mensch krank wird, dann hat er sich versündigt, oder wie ein Fluch auf der Familie, oder so eine Dinge. Wir sind ähnlich, bloß wir haben das von der Glauben genannt, wenn es 40 Jahre ja. Aber es kriegt das solche Ding. Und so Hiob lehrt uns, dass da passieren einmal schlechte Dinge zu guten Menschen. Nou, ich denke, was Hiob uns lehrt, ist, das sind zwei Seiten. Zwei Herrschaften sozusagen. Du hast Gott und du hast die Teufel. Und das ist ein von den ammerlichen Dingen an Hiob, dass die sozusagen ein Deal haben oder mit Hiob. Aber wie man dann denkt, und Hiob lehrt uns das, dass wir haben mit einem Feind zu tun. Paulus sagt der Epheser, dass wir fährt nicht jeden Fleisch und Blut, aber jeden Machten und Laufen unter wieder jeden Teufel selbst. Und der ist jeden Gott seine Menschen. Und wie viel Mal hängen uns Lieden in Gratra Ding ist, haben nicht sein, das ist noch ein Ding, was Hiob uns lehrt, das hängen das ganze Ding, durch wir Gott, und Gott wie in Control durch die ganze Zeit, wann auch still wir. Und das ist ein Ding, was wir man annehmen, und glauben, dass Gott ist in Control, wenn sie das auch so fällt, dass der Teufel ist. Und so will ich ein paar Dinge wiesen, aus Hiob von dir, mit diesem Sinn, dass wir aufrichtig sind für Gott. Und Hiob 1, Vers 1, da sagt es das, da wir einmal ein Mann in das Land aus, das ist ein bisschen so hier im Korridor, der heißt Hiob. Dort wir ein Mann, den mit nichts zu beschuldigen wir. Und immer das reichte, dass wer von uns konnte es sein. Wem von uns kann wir nur reden, dass dem Wort nicht beschuldigt mit ein Wort und der näher Wort auch, er hat Ehrfurcht für Gott, oder er fähig Gott kann sein, und das nicht schlechtet. Na, das ist das Buch anfängt. Und ich glaube, das fängt von der Ursache an, wenn wir sollen nicht den Idee kriegen, was Hiob seine Freunde hatten, dass Hiob hat sich versündigt und dass Gott straft haben und da wie ein Wort in der Hinsicht an euch. Und das ist einmal ein bisschen denkt bei uns, wenn was passiert in uns Leben, in anderen Menschen in ihrem Leben, dann will die Frau, der ich ans Kopf drehen, was habe ich verschuldigt? Oder was hat der Mensch verschuldigt? Vielleicht nicht. Hiob hat nichts verschuldigt. So Hiob verlässt ihn haben Gott, er verlässt ihn Gesundheit, wir wollen dort nicht alle lesen, die sind bekannt damit. Aber Hiob verlässt alles. Und an der Geschichte von Hiob fingen wir zum ersten Mal, dass der wirklich tiefe Gefühle aus dem Hort rauskommen. Nicht von Hiob, von seiner Frau. Dann kam seine Frau noch Hiob und sagt, was du nu auch noch einmal so ein treuer Mensch sein, blieben, pflegt Gott einmal aus und dann stirbst. Na weet je, ich glaube, wir haben einmal diese Frau schlecht umgegeben. Vielleicht haben wir einmal ein bisschen eine Idee, dass Hiob wie jettlicher als seine Frau. Ich bedauere es, dass dort wir. Aber hier ist eine Frau, die hat alles verloren. Die hat 10 Kinder begraben. Konnte mir nicht verstehen.
een begrafenis had waar 10 van mijn kinderen alle tegelijk begraven. Kan je dat verstaan? Wer van jullie heeft 10 kinderen? Om maar bloos nog de oudertjes, niet? Zij hebben ihre kinderen alle begraven. Zij hebben een man wat dodeskrank is kunnen zijn. Zij hebben beschwaald van de vrouwen wat hebben goud en mana alle verloren heeft. En van de vrouw te die tijd dat we rein ons het leven. Daler nog als van jou. En zo deze vrouw, ik geloof we zullen oppassen dat we er niet rechten ver wie een engstje gegaan zijn in ihre show. En dat wil ik ons allemaal merken, dat we dort met mensen romans doen. We doen verken zo hastig en mensen doelstapelen voor wat hij deed, of hoe hij zo deed, of al zo'n dingen. Best wel in denen ze in de show gaan. Kan het zijn dat hij als ganz bottom eng van zijn strang zo te zijn en de dingen in zijn leven merken klein zijn. En zo hier op in zijn vrouw. Dat zegt in Psalm 130 vereint, uit dem allerdiepsten haar roep ik naar die. En dat is wat deze vrouw deed. Maar hier ik applaud iets een beetje funnig, want ze zegt, vlieg Gott mal uit en dan storfs. De Engelse zegt, curse God and die. Maar hier is een vrouw, wat emotionaal alles verloren heeft. Mijn ziel is ganz verlegen. Hoe lang, o Herr, hoe lang? Ik bedoel, we hebben mensen in ons leven nu, wat hier zijn. Hoe lang? Hoe lang moet ik schreeuwen en geen antwoord schreeuwen? Hoe lang moet ik in deze video leven? Dingen zijn niet immer so fijn in deze wereld. Maar Hiob is positief. En Hiob zegt, du redest krijgt als een onvernünftige vrouw. Wenn Gott uns wat Gutes schenkt, dann nehmen wir dort wellig an. Sollen wir dann nicht auch dort Schwore von ihm annehmen? Und bei all das versündigt Hiob sich nicht. Weet je, ich habe noch mal gesagt, dass Hiob seine Rede in den ersten 2 Kapiteln, da wird wie gleich in das Begrafnis zu bringen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, Gott sein Name soll gelobt sein. Mensch, das hört sich grässlich, so will ich sein. Gott hat mir Gutes gegeben, das Schlechte nehme ich auch, so will ich sein. Die Früh, für jede Früh, like das gottlos, die will Gott uitvleken und sterben, aber Hiob heißt jässlich. Dann kommen seine Freunde an. Und das sagt in Hiob 2, dass seine Freunde sagen, von Ängsten aus, die kannten ihn nicht mal. Hat jemand einen Kranken besucht und die haben dann stört nicht gesagt, nu sei dem einmal, und die kannten Menschen nicht mal. Hüten, Knerkes, das ist alles, was das ist. Das lijkt een beetje als deze vriend dat denkt. Zij kennen Hiob als een gezonder man met groot het haben goud. Nu zat er alleen en hadden niks en weer krank en hüten knerkes. En zij kennen hem niet mal. Dat zegt, ze zaten met hem voor 7 dagen en zeiden niet een woord. Ze roerden, schmijten zich hier op den Kopf, reiten ihre Kleider 2. Dat wir te een teken van treuren. En zo zij zijn met Hiob top hier voor 7 dagen en 7 nachten. Keine zeggen woord. Ik weet niet wat die dat je het kranke bezegenen, maar ik geloof ik wil niet 7 dagen en 7 nachten uithouden. Mijn vrouw wordt maar ik niet. Maar zo is het ook beter, niet? Dan komen we naar kapitel 3. Weet je, Hiob bij een breekpunt. De Herr heeft gegeven, de Herr heeft genomen, Gott zijn naam zal geloofd zijn. Weet je, Gott heeft ons Gutes gegeven, zullen we niet dat slechte ook. Dan is hier, dan is wat zegt, veracht hij den dag, wat hij geboren wie een zegt. Nee, mocht er niet zo'n dag zijn, en woon dat geboren wie. Oder eine Nacht, wo sie sehen, wie wir ein Jungje haben. Mocht de dag en diensten verschwingen, mocht Gott im Himmel den een dood zijn, uitlachen en onder weer. Mocht er geen licht voor den zijn. In Hiob zijn leven,
in Kapitel 2, zwischen Kapitel 2 und 3. Da passiert was. Und weet je, einmal sagen wir vielleicht auch ein bisschen so, dass wir können noch für eine Zeit lang, ich habe noch sagen, ja, Gott ist in Kontrolle, Gott siehe Dank, Gott hat Gutes gegeben, Gott hat Schlechtes gegeben. Werden wir wieder nachchecken. Aber dann kommt Kapitel 3 in ons Leben. Und ich weiß nicht, ob du mal gewaßt bist. In een Loch, wo kein Licht ist. In een Loch, wo die Sonne nicht hineinscheint. In een Loch, wo bloß Confusion ist, wo wir auf Englisch sagen, oder wo wir bloß nicht Sinn merken können von den Dingen. Das ist, wo Hiob ist. Na, wie weit du hast nu eine Zeit lang vergehen, wenigstens eine Weg für sure. Wenn so lange hast du all gesehen, habe ich ihr, dann nichts gesagt. Und so Hiob kommt sozusagen bei seinem Bergpunkt. Und das ist, wo wir einmal in uns Leben ankommen. Und dann spielt sich dort ein bisschen Wohnsweich, wo wir gehen. Und wo ich nicht glaube, dass es wichtig ist, dass wir für Gott opprechtich sind und dass wir für Gott uns ausscheiden und dass wir Gott sein, wo wir uns fühlen. Weißt du, wenn du die selbst hier dort sein, dort halbt die. Du kannst dort denken, aber wenn du für Gott kannst auf Lüdes vertrauen und Gott mal vertrauen, wo die dort geht und Wort von den Dingen auch gut, er weiß das alle gut, so denkt wie einmal, Gott weiß das alle gut, wohin würde ich ihm das sagen? Du sagst ihm dort für die, nicht für arm. Ich glaube, noch ein Ding, was Hiob uns lehrt, ist, dass Hiob vertrauen durch das ganze Zeit, weil du ganz bei Kapitel 38, ist Gott still. Und seine Freund versuchen ihm zu bereden, dass du es was auch in seinem Leben hast, sich versündigt, Hiob vertät sich, einmal sagt er Dinge, die sind ein bisschen interessant. Aber dort er reden, das ist, was Hiob sein Leben rat. Er wie opprechtich. Noch ein Ding, was passiert, wenn wir durch eine schwere Zeit gehen, ist, dass wir uns vergleichen mit anderen Menschen. Andere Menschen, die ooit sind, als ik, die het beter als mij. En zo, Hiob 21,7. Waarom leven de Gottlosen groot wieder? Die worden oud en kregen immer meer macht. En zo Hiob in zijn rede, nou nu wel van denken, dat wir in deze mensen, wat Hiob zijn haben Gott hadden wahrgenommen. Wenn ihr die Geschichte wollen lesen, da kommen Bonden, Räberbonden, was immer das wir, die kommen Hiob seine Kamelen und Burschen alles stehlen und Menschen anbringen, seine Arbeit und so wieder. So, warum leben die Gottlosen? Die haben mir noch alles fortgenommen und die leben sich einen guten Tag. Sie dürfen sein, wo ihre Kinder zu was kommen und können sich zu ihren Großkindern freuen. Weißt du, wo Hiob seine Kinder wären? Wir würden sagen, saß schon unja. Hiob und seine Frau, sie können sich nicht mehr zu ihren Kindern freuen, da wird keine Hoffnung für Großkinder an diesem Punkt in Hiob sein Leben. Und so Hiob redet davon und er sagt, ja, eine gottlose Menschen, die ihren Schein, die haben Gott, die wollen immer Vater sozusagen, und so, die freuen sich auf ihre Kinder, auf ihre Großkinder, die leben ein gutes Leben. Und ich, als ein Opprechter und ein gottesfürchtiger Mann, setze hier ein Arsch, met een Körper, wat nog hutenknekkers is. Dat is alles wat ik heb. Zij zijn sicher in ihr Haus in Unangst. Sie worden nicht von Gott geschlagen. Das Satz ist mir sehr interessant. Ein Rot, was wir einmal geben, euch das ist, dass die nicht so eine Wieder aus nie nicht und immer, du das auch immer so steht, dass wir nicht so eine Wieder brauchen. Aber wenn wir in der Lehre sind, wo Dinge passieren, was wir leben, die sind nicht reich, dann kommt das leicht so steht. Alle anderen Menschen machen besser als mich. Keiner hat so ein deutliches Loch als ich. Keinem macht es so als mich. Keiner hat so ein Eichleck als ich habe. Und so das ist ein bisschen, wo Hiob ist.
Im Psalm 73, Vers 3, da redet der Psalmist, er sagt, ich wir aufjenstig von der Stalte Pochers, ich sag, wo Gott, der Gottlose, dort ging. Und wir checken von der einmal in der Welt an und wir denken, okay, ich habe mich so angestrengt und ich habe Gott gedankt, mein Lebenszeit, ich habe noch immer ein Tiendel aufgeteilt und nu sehe ich hier in dieser Maus und bankrott gegangen und ja, ein gottloser Nuba, der lebt sich in scheiner Tag und ist unopprechtlich und fährt vielleicht noch Krüt oder was immer alles, aber der ist reck und der lebt sich in gauder Tag. Und so, der Psalmist, den geht ein bisschen so. Hij ist aufjenstig, als er sieht, wo die Gottlose leben. Die haben keine Qual, die sind im Körper gesund und stark, die haben keine, hier ist was das Wort. Und so, wenn wir in der extreme Lehre sind, sozusagen im Bruch wie extreme wieder, like niemals in keine, in Emma, als in der Widerstand. Aber das ist, wo wir uns feilen. Das sind bloß einfach unsere Pfeile. Er sagt, die haben nicht Trouble. So als andere Menschen und die sind auch nicht so geprägt als andere Menschen. Und so der Psalmist, der checkt nur, wenn ihr mal einen interessanten Psalm lesen, dann lest Psalm 73. Und so er checkt nur die Welt, er checkt nur die Gottlosen, er sagt, was ist der Punkt von Gott dein? Bei mir jeder Jahre, was alle leben, und die lassen sich scheinbar und ich sage mir Dinge auf, und ich halte Menschen, ich gebe, was immer ich alle tue, ich dann noch eine Kirche rein, ich sehe noch einen Prediger, und die anderen jeder, alle scheinen es mir. Habe ich mal so gedacht, bis sie der Prediger sind. Aber anyway, wir wundern einmal. Und so wir vergleichen uns mit anderen Menschen. Aber weet je, der Psalmist, der nimmt dort eine Staub wieder. Und das, wo wir das mal annehmen, zum nicht verzehren in dieser Welt, man Dinge in dieser Welt nicht reich schaffen. Er sagt es das, als ich das alle probiere zu verstehen, wird das toll ungedreckend für mich. Und ich kann mitfühlen mit das. Wenn ich alles versuche zu verstehen, weißt du, wir haben einmal verspust gesagt, das soll ich nicht anrechnen, was ich nur sagen. Wird scheinbar Prediger sein, wenn ich darf mit Menschen schaffen. Lass mich doch ein bisschen ändern. Wird scheinbar Prediger sein, wenn ich nicht darf sein, jün leiden. Und wo Menschen um mich kommen, einmal eine wahre Antwort haben für die rechten Dinge in ihr Leben, und ich habe keine Antwort. Das fällt sich hopeless. Dann fällt wir so ein Mensch, der muss doch eine Antwort sein, nicht? Und so geht der Psalmist dort, wenn er das versucht zu verstehen, würdet du mir das. Und dann sagt er wieder, aber ich in Gott ihn heilig zum Nennen denken, du verstehen können, was die Gottlose von eng nehmen. Na, hier muss man denken, Herr hat gesagt, Herr, kriegst es hier, dass die Gottlose, die jeder geht, die haben scheine Tag, die haben Familien, die haben Großkinder, die sind reich, die werden immer reicher. Das Psalmist sagt, die werden immer Vater. Ich guess die meint uns, oder was, ich weiß nicht. Aber allemal, er kämpft durch und dann geht er noch Gott sein Haus. Er merkt mir so ein Bild, dass David, er geht noch einen Tempel und er versucht zu verstehen, er war immer Drahl am Kopf. Was Gott ihm einmal wies, dass das Leben ist nicht das letzte Kapitel. Und wenn du hier von dir bist, und da sind Dinge in deinem Leben, was du nicht verstehen kannst und was bloß menschlich noch zu checken, 100% artig sind, dann wird dir das nicht die Weide wegnehmen, das nicht Krankheit wegnehmen, das nicht eine Person zurückbringen, was du verloren hast. Aber wie uns Gott sie nicht kennen, wir müssen lernen, mit Gott aufrichtig sein, weil wir uns zu Gott entscheiden, weil wir Gott vertrauen, weil uns das geht, aber dann niemals vergessen, dass das eine Ewigkeit. Und so hier in sein Gott, und ich will lachen dadurch, aber hier ist Gott stellt, wer glaubst du, dass du bist, dass du mein Verhaben und Frau stellst, mit wir, den ich anhalten. So nu redet Gott mit Hiob.
Na weet je, ons bekleuren, onze wieder für Gott, die sind meinungslos werken, die holen nicht viel an. Aber das sind meine Gefühle. Und wenn je die ungerufen, dann deven je ab, das mein Jung seine Baskel reif. Und dann schreien die Menschen da, was dichtst bei begint leben. Verhalt die aus den Mann und horch einmal nur mir, ich habe Frauen für die. Und so hier, Gott fragt den Frauen, wo wirst du, was ich den Grund lädt für die Ehe so, sei mir, wenn du so viel weißt, like, wo wirst du hier, was sagt der Welt mir, dann frucht der Herr hier, was du dem, der alle Macht hat, für sein, mocht die, wer Gott trage halten will, antworten. Und so hier, Gott nimmt hier ein bisschen fair, können wir sagen. Aber die ganze Idee ist, dass hier wird zurückkommen und erkennen, dass Gott ist in Kontrolle. Na, wir weten in Hiob die Geschichte, dass Gott wie in Kontrolle, aber Hiob ist das nicht. Hiob sagt nicht das ganze Ding. Und dann sagt Hiob zu Gott, was soll ich sagen? Check, wo wenig da bei mir ist. Ich will meine Hand über das Müll holen. Und so Hiob sagt, ich habe Dinge geredet, was ich noch schon anwende. Und das wird wie immer tun, wenn wir kann bloß das Leben sein. Wir sind nicht das ganze Bild, wir sind nicht, was hängt das alles ist. Aber wir reden danach einmal. Ich habe mehrmal was gesagt, aber wenn wir nicht mehr antworten, ich habe da zu viel geredet und wenn wir still sind. Und so, Hiob hat geredet. Und ich glaube, ich meine, jetzt kommt erst ein bisschen von Gott am Antevreden haben. Ich glaube nicht, dass ist. Aber ich glaube, bringt Hiob 3. Wenn in unserer Rede, in unserer Weide, ich habe einmal aufkommen von was, und bloß nur ans Selbst checken, wo die Dinge alle artig sind in uns Leben. Aber ich will Ihnen loten mit ein paar Dingen, was Jesus sagt, zu seinen Jüngern. Lot je nicht das Hort bei anderen und bleibt an Gott und bleibt an mir. In mein Vater sein Haus sind viele Wohnungen, man dort nicht so wie, was ich Ihnen gesagt habe. Was Jesus hier tut, als er sagt zu seinen Jüngern, weißt du, Johannes 14 ist am Anfang von Lieden. Jesus hat seine Jünger versprochen, dass sie wollen Lieden machen. Sie wollen ihn festnehmen. Die wollen ihn tot merken. Ein Volk, was er nicht lieben kann. Das ist der Anfang von dem. Und dann sagt Jesus, lot nicht in Hort dribbeln. Bleibt an Gott, bleibt an mir. Und dann sagt er, wenn das nicht das letzte Kapitel. Ich kann eine Stelle reinmerken für ihn. Und ich will ihn das mitgeben von dir. Vielleicht bist du hier und du hast Dinge in deinem Leben, die du nicht zu verstehen gehen. Ich will die Tauroden, sag ich mal mit Gott, du nicht mal so sehr zum Antworten kriegen, als zum die selbst mal ausschalten. Aber dann, wenn wir zurückkommen, und an Gott leben, an Jesus leben, und an Ewigkeit leben. Ein von den Erdlehren in der Welt von dir, manche Christen, dort ist, dass die Versprechungen in der Bibel sind alle für das Leben. Ich weiß keine Lehre, wo so viele Menschen ihr Glauben verlieren als Kraken dort. Die Bibel ist voll von Versprechungen, aber wenn wir die nicht in der Ewigkeit annehmen, dann wollen wir nicht durchkommen. Because in dieser Welt, so hier als ich würde sagen, bleib bloß an Gott, was alle hunky-dory sind, aber das ist eine Lehre ist. Aber wenn wir in unserer Video nicht Gott verjeten, wenn wir mit Gott vertalen und dann aber zurückkommen und sagen, weißt du was, ich will mein Hort berühren für Gott, because ich weiß dort, dass ich keine Heimat wie Gott. Das ist nicht das letzte Kapitel. Ich würde fragen, dass ihr abstimmt. Ziemlicher Führer, Dankeschön für dein Wort. Und Herr, wir kommen in diese Welt und lernen, wo wir nicht verstehen können. Und ich bete, dass du wirst das wieder nehmen, was immer du kannst anwenden an Menschen ihres Lebens. Halb uns opprechtich sein mit dir und nicht in Heuchlerie versuchen und so weiter unterzugraben. Aber dass wir wollen mit dir vertrauen, ganz open an, aber zurückkommen bei dem Punkt, dass du es in Ewigkeit und du bist in Ewigkeit und du wirst uns, was du nehmen. Und dass du hast ein Versprechen für alle Heilung in deiner Heimat.
En we danken die Herr voor dat u met ons bent in het ooiste deel van ons leven en ook in het beste. En ik dank die Herr dat u ons lief hast. In Jezus' naam. Amen. Het prayer team als je ver, vielleicht fehlt je een gebed, krijg je wat dingen wat je daar champ in je leven. Had een goede dag, mag God je zegenen. Du skal nyden over her life me, jeg kan fred. Øys mine krog, øys min hofter. Mad me in not tun, mad me in not fear, mad me in den Star. Lud min leven am Bettkant, Halleluja. Wir sind nicht allein, Gott läuft uns wirklich. Halleluja, oh preis den Herrn. Gott läuft uns wirklich. Gott läuft uns wirklich. Sieh nicht nur das hinüber, sieh nur Borben auf Jöning. Nu kom van het veld om vergeving en heilung. Sieh nicht nur das genügt. Onze Hoffnung ist echt. Der Krieg führt dort voran. Dort ist nicht mehr. Jesus ist Herr. Onze Hoffnung ist echt. Halleluja. Wir sind nicht allein. Gott läuft uns wirklich. Gott läuft uns wirklich. Halleluja. Oh, preis den Herrn. Gott läuft uns wirklich. Gott läuft uns wirklich. Wort van Bruder, Wort van vriend, Wort van Radderhuis. Wort van Bruder, Wort van vriend, Wort van Radderhuis. Halleluja, wir sind nicht allein. Gott läuft uns wirklich. Gott läuft uns wirklich. Halleluja. Oh, preis den Herrn. Gott läuft uns wirklich. Gott läuft uns wirklich. Wort von Bruder, Wort von Freund, Wort von Radderhuis. Wort von Bruder, Wort von Freund, Wort von Radderhuis. Wort von Bruder, Wort von Freund, Wort von Radderhuis. Wort von Bruder, Wort von Freund,